Schön, dass ihr wieder hier seid. Schön, dass ihr beim Elternabend dabei seid, hier bei mir. Unser heutiges Thema ist die Geburt. Ja, damit fängt alles an. Damit geht es nämlich schon mal los. Wer von euch hat nicht schon mal gehört, dass die Männer umkippen, wenn sie ihre Frau dort im Kreissaal liegen sehen, schreiend, blutend? Das hört sich alles ziemlich eklig an. Ist es auch ein bisschen, aber es gehört halt dazu. Ganz schlimm wird es, wenn man dann irgendwann damit anfängt, seine Frau nicht mehr als Mama zu sehen, sondern nur noch als Geburtsmaschine. Tut das nicht. Eine Studie der Uniklinik Bonn hat ergeben, dass mehr als die Hälfte der Männer, die im Kreissaal dabei waren, die Geburt als nicht wirklich positiv bewerten. Fast ein Viertel der Väter bezeichnen sie sogar als ein sehr, sehr schreckliches Geburtserlebnis. Ganz ehrlich. Bei mir war das eigentlich völlig in Ordnung. Es gab nur einen Moment, da wurde mir auch schummerig und schwummerig und als es hieß, das Kind liegt nicht in der richtigen Position. Da geht dir einiges durch den Kopf und dir geht richtig die Muffe. Du hast wirklich Angst um deine Frau, um das Kind. Alles war vorher perfekt, bis zu dem Zeitpunkt. Okay, dann hat die Hebamme eingegriffen, hat so ein kleines Globuli in den Mund von meiner Frau geschmissen und schon ging das wieder besser. Aber es ist halt wirklich wichtig, dass ihr da seid. Und damit ihr diese ganze Geburtsprozedur auch entspannt übersteht und miterlebt, gibt es hier so ein paar kleine Tipps. Na klar, eine Geburt ist schmerzhaft. Die Wehen sind schmerzhaft. Die ganze Frau krümmt sich im Bett und schreit und flucht. Und wen schreit sie an und wen flucht sie an? Natürlich dich. Ja, dich oder wen auch immer. Weil die Hebamme und die Ärzte, die machen ihren Job. Du bist der Einzige, der bei ihr steht und sie versucht zu beruhigen. Du kriegst alles ab. Die schmeißt mit Worten um sich, die hast du noch nie gehört. Ja? Zumindest nicht aus ihrem Mund. Nimm das nicht persönlich. Auf gar keinen Fall persönlich nehmen. Nimm das hin wie ein Mann, trag es wie ein Mann und vor allen Dingen fluch nicht zurück. Denn das, was sie dir an den Kopf geschmissen hat, daran erinnert sie sich nicht. Aber das, was du ihr wiederum an den Kopf geworfen hast, das wird sie sich garantiert irgendwie hinter die Ohren schreiben und dich darauf ansprechen, wenn alles vorbei ist. Und wenn sie so schreit, dann hat das nur damit zu tun, weil sie Kraft sammelt. Sie presst euer Kind aus sich raus. Das heißt also, wirklich, das sind nicht nur Schmerzensschreie, sondern vor allen Dingen kraftgebende und befreiende Schreie. Ja? Nehmt es, wie gesagt, nicht persönlich. Es ist ohrenzerfetzend, aber es gehört dazu. So beginnt ein Leben und ihr seid absolut live dabei. Wenn ihr einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht habt, dann seid ihr ganz klar im Vorteil. Ihr könnt eure Frau unterstützen. Ihr könnt sie massieren, nämlich an den richtigen Stellen. Also nicht das Ohrläppchen mal ganz kurz reiben, sondern es gibt so Punkte auf dem Rücken. Da drückt man rein und zwar richtig mit dem Finger. Und der ganze Körper entspannt sich. Sowas habt ihr gelernt im Geburtsvorbereitungskurs. Ansonsten ganz wichtig, Atemtechnik einhalten. Ja, denn die Frau, wird es garantiert irgendwann vergessen. Und dann könnt ihr einspringen, mal ganz kurz den Helden spielen und sagen, Liebling, denk dran. Einatmen, ausatmen, entspannen. Einatmen, ausatmen, entspannen. Ja, das ist eure Aufgabe. Mehr habt ihr nicht zu tun. Ja, seid cool, seid lässig, seid James Bond. Wenn es dann doch dazu kommt, dass es Komplikationen gibt, vertraut auf die Ärzte und die Hebammen. Die wissen, was sie tun. Das ist deren Job. Versucht jetzt nicht hier an der Stelle einzugreifen. Und vor allen Dingen stellt euch nicht dorthin, wo ihr direkt reingucken könnt, was die machen. Es gibt so unschöne Dinge wie Dammschnitt. Ganz kurz erwähnt, die schneiden einfach von vorne nach hinten durch, damit das Kind mehr Platz hat, um rauszuflutschen. Dann gibt es noch die Zangengeburt. Ja, das hört sich genauso an, wie es sich wahrscheinlich auch anfühlt für das Kind. Ne? Eine Zange um den Kopf und raus. Oder mit einer Saugglocke, wie auch immer. Kaiserschnitt, haben wir alle schon mal gehört. Ist auch nicht besonders schön, weil viel Blut fließt, aber lebensrettend. Ihr konzentriert euch auf das Gesicht eurer Frau. Guckt ihr tief in die Augen. Seid da, helft ihr, streichelt ihr über die Wange. Seid der Held in dieser entscheidenden Sekunde. Gut. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was wir Männer ganz gerne mal verdrängen. Auch wir haben unsere schwachen Momente. Wenn euch schummrig wird, wenn euch schlecht wird, wenn ihr merkt, ihr droht umzukippen, ja, sagt das wirklich rechtzeitig. Die Ärzte haben auch dafür Mittelchen und Wege, euch wieder zu pushen und auf die Beine zu bringen. Wenn das nicht so sein sollte, dass die Ärzte eingreifen und ihr es frühzeitig merkt, dann geht raus.
Geht wirklich raus, sagt Liebling, ich komme gleich wieder, ich gehe mal kurz Zigaretten holen und kommt dann ein Jahr später, wenn das Kind schon aus dem Gröbsten raus ist. Nein, ruft einen Freund an, trinkt einen Kaffee, geht an die frische Luft, genießt die Sonne oder den Regen. Alles ist in Ordnung. Hauptsache, ihr sammelt wieder Kräfte, geht zurück wie ein Mann und steht das Ganze durch. Und jetzt kommt die nackte Wahrheit. Viel tun könnt ihr nicht. Ihr seid einfach nur da. Es gibt nichts, was ihr zu tun habt, außer für eure Frau da zu sein und diesen wirklich überwältigenden Moment mit ihr zu teilen. Das ist etwas, woran ihr euch garantiert euer ganzes Leben lang daran erinnern werdet. Eure Frau bin ich mir nicht ganz so sicher. Vielleicht hat sie eine PDA im Rücken oder sonst irgendwelche Drogen im Körper, aber ihr seid hoffentlich ganz klar da oben und könnt es im Nachhinein erzählen. Also genießt es, seid dabei und erzählt später ganz stolz, wie ihr die Hand gehalten habt und alles sozusagen beobachtet habt und gelenkt habt. Diejenigen, die schon Kinder gekriegt haben, sollten jetzt hier was drunter schreiben für diejenigen, die das gerade noch vor sich haben. Ihr wisst, wie der Hase läuft, ihr habt genug Erfahrung und auch wahrscheinlich genug Tipps, um das mitzuteilen. Wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwelche Anregungen oder schöne Geschichten, meinetwegen auch schaurige Geschichten rund ums Thema Geburt, dann postet das hier. Ich lese mir das gerne durch und antworte auch drauf. Und meine Kollegen haben natürlich auch ein bisschen was zu bieten, ja. Da gibt es die Jusche, die kennt das Wort Langeweile mal gar nicht. Wenn ihr nicht wisst, was ihr am Wochenende mit euren Kids machen sollt, dann schaut unbedingt bei ihr rein. Die hat verdammt viele gute Tipps. In der Kantine Gold findet der Alex immer die leckersten, besten und findigsten Gerichte für euch, die ihr zu Hause nachkochen könnt und sicher sein könnt, dass eure Kinder das auch mögen. Außerdem das Thema Geburt wird nochmal von der Marlin seziert, allerdings aus weiblicher Sicht. Ganz wichtig, jetzt, hier und sofort am besten alles abonnieren. Dann wisst ihr auch und könnt morgen im Kindergarten mitreden, wenn die anderen Mütter mehr wissen als ihr.